2 Tage regnet es in Süddeutschland in Strömen. Selbst kleine Bäche werden zu reißenden Flüssen. Das Jahrhunderthochwasser im Juni 2024 verursacht Schäden von mehr als 2 Milliarden Euro. Und noch viel schlimmer: 6 Menschen sterben in den Fluten. Mitten im Katastrophengebiet bei Buchloe im Allgäu wohnt Josef Schweinberger. Er erlebt damals ein kleines Wunder. Weite Teile von ganz Bayern und Baden-Württemberg sind gnadenlos abgesoffen. Wir hatten keine Schäden. Wie kann das sein? Denn auch durch Buchloe schießen riesige Wassermengen, 6-mal so viel wie bei normalem Pegelstand. Die Antwort? Josef Schweinberger und seine Gemeinde haben aus früheren Katastrophen gelernt. Schon 1999 überrascht ein Hochwasser die Region. Josef Schweinberger ist damals Feuerwehrmann und muss hilflos mit ansehen, wie seine Heimat überflutet wird. Ich war in der Einsatzleitung mit dabei, ich war am Telefon, da haben die Leute angerufen, unser ganzer Keller steht unter Wasser, unser Wohnzimmer steht unter Wasser. Feuerwehr, komm, hilf uns. Ja, diese Hilferufe sind wirklich an einen hingegangen und man konnte die nicht abprallen lassen. Bis zu 60 Zentimeter hoch steht das Wasser. Die Aufräumarbeiten dauern Monate. Josef fasst einen Entschluss. Es war so viel Leid, es war so viel Schadenspotenzial. Ja, wenn man sich die Beträge vorstellt, es waren ja zig Millionen an Schaden. Der Gedanke war da, jetzt wird was getan, damit sowas nie wieder passiert. Lange fehlt es Josef Schweinberger an Einfluss, um seinen Vorsatz umzusetzen. Doch das ändert sich, als er 2003 zum Bürgermeister gewählt wird. Zunächst muss er einsehen, Buchloe allein ist machtlos. Doch was, wenn sich alle Gemeinden entlang der Flüsse Gennach und Hühnerbach zusammentun, die sich fast 50 Kilometer lang durchs Allgäu schlängeln? Ich habe alle Anleger von der Quelle bis zur Mündung eingeladen. So, und dann habe ich alle mal erzählen lassen, wie sie denn das 99er Hochwasser erlebt haben, was sie daraus für einen Schluss ziehen, was sie machen wollen oder was schon getan wurde. So, dann hat jeder das erzählt. Dann habe ich gesagt, wisst ihr, eigentlich können wir es ja nur gemeinsam machen. So, Jung, kommen wir Nummer 10. Vertreter aus 11 Gemeinden bringt er an einen Tisch zusammen. Eine Premiere. Vorher waren solche Kooperationen auf kommunaler Ebene in Bayern alle gescheitert. Zu groß waren die Meinungsverschiedenheiten. Eine Riesenaufgabe, wie Josef Schweinberger damals lernen muss. Es war nicht ein dünnes Brett, es war ein sehr dickes Brett. Aber wenn wir das gemeinsam machen, dann erreichen wir das, was jeder von uns will, den Schutz für unsere Bevölkerung. Er warnt immer wieder. Durch den Klimawandel ist es nur eine Frage der Zeit, bis es erneut zu katastrophalem Starkregen kommt. Langsam überzeugen seine Argumente. 2007 gründen die Lokalpolitiker den Zweckverband Hochwasserschutz Gennach-Hühnerbach. Es war für mich schon ein besonderer Moment, wo alle gesagt haben, jawohl, wir machen das. Und das war für mich schon ein großes Erfolgserlebnis. Die beteiligten Gemeinden setzen sich ein ehrgeiziges Ziel. Entlang der beiden Flüsse soll es selbst bei Jahrhundertunwettern keine Schäden mehr auf bebautem Gebiet geben. Als sie mit der Planung beginnen, hilft ihnen dabei sogar das Hochwasser von 1999. Wir wussten haargenau, wo steht das Wasser wie hoch. Ja, teilweise durch Fotoaufnahmen und so weiter. Und das haben wir dann alles in einen Pott geworfen, 3-mal umgerührt und ein Ingenieurbüro beauftragt, ein Hochwasserschutzkonzept zu erarbeiten. 2008 geht es los. Die Wassermassen sollen in Zukunft in unbebaute Gelände fließen. Dämme und Schleusen leiten dann das Wasser in Rückhaltebecken. Alle Becken zusammen können 1,7 Millionen Kubikmeter Wasser aufnehmen. Das soll Flutwellen bremsen. 30 Millionen Euro kosten 10 dieser Becken.
Das, was wir ausgegeben haben für diesen Schutz, ist Peanuts im Verhältnis zu dem, was jedes Hochwasser heute an Schadenspotenzial mitbringt. Und dass das öfters der Fall sein wird, das muss uns auch klar sein. Ja? Und die Bagger arbeiten weiter. Der bisher begradigte Fluss wird streckenweise renaturiert. Jetzt fließt er durch ein geschwungenes Bett. Das reduziert die Fließgeschwindigkeit. Auch das gehört zu einem modernen Hochwasserschutz. 5 Jahre später überprüfen Biologen, ob die Maßnahmen für den Hochwasserschutz auch positive Effekte für die Tierwelt und die Wasserqualität haben. Sie suchen nach kleinen, wirbellosen Organismen, die im Bachbett leben. Denn die sagen viel über die Wasserqualität aus. Je mehr Arten sie finden, umso besser ist der ökologische Zustand des Flüsschens. Früher war das wie mit dem Lineal gezogen. Also ich würde sagen öd und trostlos und ohne viel Struktur. Und wenn man sich jetzt hier diese Umgestaltung anguckt, dann hat man das Gewässer wirklich in einen naturnahen Zustand versetzt. Ja? Störsteine, schnell fließende Strecken, man hört es ja im Hintergrund, gurgelndes Wasser. Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Dirk Kloß entdeckt viele Tiere, die für das Gewässerökosystem wichtig sind. Zum Beispiel die Eintagsfliegenlarve. Oder die Köcherfliegenlarve, die mit einem klebrigen Sekret aus Kies- und Pflanzenresten ihr Wohngehäuse bastelt. Sie kommen nur in Gewässern mit einer guten Wasserqualität vor. Da ist auf jeden Fall ein Artenreichtum entstanden gegenüber dem Zustand früher. Mehr Arten, mehr Individuen. Und das ist einfach das, was in ein solches Gewässer hineingehört. 2024 werden alle Maßnahmen auf die Probe gestellt. Während weite Teile Bayerns unter Wasser stehen, laufen an Gennach und Hühnerbach wie geplant die Rückhaltebecken voll. Und die Dörfer? Sie bleiben verschont. Es haben ganz viele Leute bei mir angerufen, haben sich bedankt, weil sie gemerkt haben, okay, dieser Hochwasserschutz, er funktioniert. Und vielleicht noch so hinterher gesagt, ich habe mich sauwohl gefühlt. Josef Schweinbergers Hartnäckigkeit hat sich mehr als ausgezahlt. Die gute Nachricht? Vor Hochwassern können sich Kommunen schützen, wenn sie bereit sind, an einem Strang zu ziehen.